An Martin seine Leid müssen deren zureden, als wir einen kranken Ros, bis das er endlich auch dafür ist, dass der Hubert Brauereiführungen macht und für das als Preisstieberl vom Kurvi herrichten lässt. Der Flori muss kinzen und bildet ihm ein, dass er sein Putzerl besser aufzieht, als wie das Zwiebel ihm aufgezogen hat. Die kriegt das mit und dreht den Spieß bis schließlich alles aufkommt. Weil die Wirtsleute kein Geld nicht haben für einen Brogader und auch keine Zeit nicht, dass die Leute selber auf einer Hochzeit einladen, möchten die Landweiber einen Lotbrief verschicken. Der ist aber so kitschig, dass die zwei lieber ein Video verschicken. Vor lauter Hudeln verschicken sie aber das Falsche, wo daneben gegangen ist. Das finden die Leute aber spaßiger als wie das andere. Der Gerstl verschmeißt an die 1000 Euro und das Zwiebel findet's und möchte aber keinen Dankeschön nicht von ihm und sagt, dass das jemand anderen gefunden hat und den sucht er nachher wie verrückt. Und wegen dem gibt's nachher zu, dass sie das gewesen ist. Und jetzt glaubt es ihr aber nimmer und sucht weiter, aber schließlich glaubt es ihr doch. Der Felix eifert wieder auf einen von seiner Gespuse ihrer Freund und meint, der hätte ihr einen Suri angehängt und haut ihm einen Fotzen runter. Aber dabei stellt sie außer, dass die selben schuld ist, weil es gesoffen hat, samt den das Tabletten runterschlägt. Z Bayerkofen hat ein Schmierfink Kapitalistenschweine auf die Sparkasse aufgeschmiert. Und die Landweiber möchten das schon an Sascha zuschirmen. Aber schließlich erwischen Chandi nachher doch den Richtigen. Der Pfarrer ist von der Arbeit so müde und der Lorwit, dass er literweise Aufputschmittel sauft. Und drum hält der Zundermess in einen Affenzahn, also dass die Leute gerade so schauen. Die Uri schenkt an Gregor seinen alten Bruder und seiner Schwester stinkt er recht, weil sie nichts gekriegt hat. Sie besinnt sich aber nachher, dass sie ihren Vater sein Füllfederhalter angestaubt hat und über den wird's wieder gut mit ihm. Als Bärle hat sie nicht in der Gewalt und kann sie beim Essen nicht zurückhalten und liegt sein Alte an, dass er alle zum Doktor geht. Aber stattdem frisst er sich heimlich seinen Ranzen voll, bis ihm der Zucker schließlich zusammenhaut auf den Festel, wo der Kurvi seine Schreinerei aufmacht. Da wird er nachher mit dem Sanker als Spital eingeliefert. Aber er wird nicht gescheiter und lässt sich auch von Doktor nix sagen.